Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind wieder im Hauptquartier und das nächste Rennen ist in Ungarn und das machen wir jetzt auch. Bevor aber dass wir auf Ungarn gehen, möchte ich noch schnell kurz in die F&E bzw. das Fahrzeug schauen. Wir haben noch nichts gewechselt vom Motor. Also der Motor ist eigentlich relativ robust, der mag viel leiden bis jetzt, aber der Verbrennungsmotor zum Beispiel, der ist jetzt bei 54%. Wir haben jetzt aber auch die Hälfte von der Saison schon hinter uns eigentlich. Also jetzt ist noch Ungarn und nachher ist die Hälfte rum. Ich würde mal behaupten, wir wechseln eigentlich alle Komponenten wechseln. Man kann ja immer noch wieder zurückwechseln auf die Komponenten. Es sollte jetzt irgendetwas defekt sein beim neuen Motor oder was auch immer. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir das machen würden, weil ich glaube, es würde schon Sinn machen, dass wir auf den neuen Motor gehen. Also viel mehr Geschwindigkeit werden wir wahrscheinlich nicht ausholen, weil er ist eben noch nach wie vor eigentlich gut, der Motor. Es ist immer noch alles grün, es ist noch nicht gross verschlissen. Aber gleich, dass wir da einmal gewechselt haben, weil sonst vergiss ich es dann komplett. Und wir einfach alles wechseln, bis auf den Energiespeicher. Der ist, glaube ich, bei 34, genau 34%. Den lassen wir jetzt noch. Den Turbo wechseln wir auch mal wechseln. Und die Steuerelektronik lassen wir auch noch, die ist bei 26%, die ist nicht so anfällig. Gut, das Getriebe, das haben wir, glaube ich, erst noch gewechselt einmal. Genau, da sind wir bei 12%, das ist soweit eigentlich noch gut. Und ja, das Ziel ist jetzt, dass wir eigentlich mal auf Stufe 10 kommen für einen neuen Sponsor, weil wir brauchen unbedingt einen neuen Sponsor. Und ja, dann würde ich mal sagen, weiterentwickeln tun wir nicht groß, wir tun es jetzt mal sparen. Würde ich behaupten, ja, wir sparen mal sparen. Und ja, dann fahre ich mal das Training und wir sehen uns dann gerade im Blitzqualifying wieder. Ja, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Ich bin ein paar Trainingsrunden gefahren und es war eigentlich okay gewesen. Was ich auch wieder mal gemerkt habe, ist einfach, dass mein Auto vom Chassis her gefühlt eine Tonne wiegt oder einfach nicht so agil ist. Also wenn ich links lenke oder rechts lenke, es fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich bin wesentlich langsamer als die anderen. Und wir schauen jetzt mal, was wir rausholen können in diesem Rennen. Von der Zeit her bin ich jetzt nicht wahnsinnig überragend schnell gewesen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Aber wir probieren es einmal. Wir gehen jetzt ins Blitzqualifying. Let's go! Oh, ich glaube, die Kurve bin ich jetzt sehr gut gefahren. Ah, shit. Also, erste Kurve, zweite Kurve sind eigentlich voll okay gewesen, obwohl nicht nur die erste Kurve schon okay war. Die zweite Kurve, naja, geht so. Aber nachher dort, habe ich ein bisschen gestruggelt. Da bin ich recht rumgerutscht, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, ich glaube, wir sind immer vor 18, oder? Ricciardo auf Pole. Okay. McLaren hat ein gutes Auto hergebracht. Ja, wir sind auf P18. Alesi auf 21. Ja, wir schauen mal, wie das jetzt wird. Wir sind auch vor dem Mazepin. Wir haben das erste Mal die Herausforderung geschafft von unserem Sponsor, dass wir uns vor dem Rival platzieren. Das haben wir jetzt geschafft. Sogar 3 Zehntel schneller sind wir gewesen. Nein, nicht einmal. Nein, voll nicht. Wir sind, ja, wir sind nur 500 schneller gewesen als der Mazepin. Okay. Alles klar. Wir schauen mal, wie es sich entwickelt jetzt im Rennen. Vielleicht gibt es auch vorne ein paar Strafen, dass wir noch mal ein bisschen vorrutschen. Aber ich denke, vor dem Schumacherland auf 15. wäre ein gutes Ergebnis schlussendlich. Ja, let's go. Sehen wir
uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Daniel Ricciardo hat freie Sicht von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Norris, Bottas, Carlos Sainz und Leclerc. Verstappen, Perez, Vettel und Lance Stroll. Fernando Alonso, Gasly, Yuki Tsunoda und Ocon. Mick Schumacher, Giovinazzi, Kimi Räikkönen, ein Wagen des neuen Teams, Mazepin, Russell, Alesi und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, herzlich willkommen an der Startposition. Wir starten von P18, also auch die Positionierung, die wir rausgefahren haben. Es hat keine Strafe gegeben vorne. Oder auch nicht welche, die mich noch irgendwie beeinflusst hätten von der Startposition her. Wir schauen noch gescheit die Rennstrategie rein. Wir fahren mit der Standardstrategie. Also wir starten mit den roten Reifen, gehen dann in Runde 6 schon auf die gelben Reifen, auf Mediums und fahren dann zu Ende. Das ganze Rennen bleibt eigentlich trocken soweit und wir nehmen ein bisschen den Sprit runter. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, hoffen wir auf ein sauberes Rennen und auf einen guten Start. Let's go! Okay, der Kimi Räikkönen hat einen schlechten Start gehabt. Versuchen wir da irgendwo einzureihen. Okay, haben dann noch einen guten Start gehabt, mit wieder auf P15. Geil. Hinter uns aber, glaube ich. He? Jawohl, ich weiß nicht, was passiert ist. Nein, der Alesi ist wieder draußen. Mann, gibt's ja nicht. Okay, das virtuelle Safety Car ist da. Was ist wieder passiert? Müssen wir in der Wiederholung mal schauen. Ich tue die Wiederholung wieder einblenden. Ist ja wieder jemandem hinten aufgefahren, so wie ein Spielberg oder was? So, wir sind hier mit Tsunoda. Schauen, ob wir den irgendwo angreifen können. Oh. Da kommen wir hinter Druck vom Giovinazzi. Okay, jetzt kriege ich einfach die Meldung über, dass der Alesi sein Rennen aufgeben musste. Antonio versucht es. Oh. Antonio ist uns ja auch schon hinten aufgefahren. In Silverstone war das. Hoffen wir, dass es jetzt mal das Gleiche passiert. Ich muss probieren, möglichst schnell an Tsunoda vorbeizukommen, weil jetzt, wo das Feld nicht beieinander ist, kann er vielleicht das Tempo nicht ganz ausfahren. Vorne ist der Ocon mit seinem Renault bzw. Alpine, wo ja eh nicht so ein schnelles Auto ist. Aber sie zieht mir jetzt langsam davon. Aber wie gesagt, ich möchte 15. werden eigentlich, also das wäre so das Ziel. Jetzt sind wir gerade auf dem Platz. Wahrscheinlich der Schumacher, der hat es hinterher gespielt. He? So, Antonio, komm, ich mach mal innen zu. Er geht auch innen durch. Oh, da haben wir uns berührt. Ah, sorry, Antonio. Ja, da ist jetzt ein bisschen dumm gefahren von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der Safety Car, also virtuell wieder. Das war jetzt wirklich mein Fehler gewesen. Also das nehme ich jetzt auch auf meine Kappe. Weil er war innen und ich habe ihm einfach keinen Platz mehr gegeben. Also blöd gesagt, ich habe ihn wirklich so in eine Kurve reingeschnitten. Gut,
Er hätte es auch rein theoretisch vielleicht mehr zurückstecken noch, aber ja, nein, ich nehme es jetzt mal auf meine Kappe. Ich sage jetzt mal, es war wirklich mein Fehler gewesen. Dann haben wir viel in die Box rein. Schauen, ob wir schneller sind als Haas. Los. Los, damit du an der Ausfahrt auf Rennen Jawohl, sehr gut. gib jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Sind schneller gewesen als Haas. Oh, Alter, was komme ich da mit für einen Geschwindigkeitsüberschuss raus? Okay, ich glaube, es ist ein Bug mit diesen Reifen. Da habe ich jetzt auch wieder die komischen Blätter getroffen. Und ich bin ja gerade aus der Box gekommen. Also kann nicht sein, dass die auch schon so Zeug getroffen haben. Ups, ich habe gerade verschaltet. Aber das war wahrscheinlich ein Anzeigebug. So, also die Situation sieht so aus, dass der Schumacher macht hinten recht Druck. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch hinter mir halten kann, weil er geht schon recht gut sein. Fakt ist, dass ich mit den Reifen, die ich jetzt getroffen habe, nicht wesentlich schneller bin. Beziehungsweise mein Auto fühlt sich einfach so schwer an. Ich komme zwar meistens gut aus der Kurve raus. Aber gerade im zweiten Sektor, wo die schnellen Kurven sind, da bin ich ein bisschen im Problem. Oder eben auch gerade die schnellen Kurven wie jetzt hier, aber da kann ich einfach den Speed nicht fahren. Oh, der Schuhmacher, jetzt hätte ich abreißen. Das wäre, glaube ich, in meinen donnert. Ja, wir sind immer noch ein bisschen unterwegs, aber viel passiert jetzt gerade nicht. Also, ich bin da eigentlich weit vorne, ich bin 15. Fahre mein Tempo, was wahrscheinlich da dann hinten dran ein bisschen zu langsam ist, weil der Schuhmacher versucht es die ganze Zeit im Infield. Aber ich bin halt leider auf der Gerade immer ein bisschen schneller. Jetzt kommt er da, aber das wird nichts, weil ich halt die Innenbahn. Ja, es ist recht ruhiges Rennen gerade momentan. Aber eben da, wo es eigentlich links-rechts immer geht, da merke ich einfach, dass mein Chassis zu schwer ist. Weil ich kann absolut das Tempo nicht fahren, wo jetzt hinter mir ein Haas fährt. Oder ein Antonio in seinem Alfa Romeo. Jetzt hat er aber recht wieder zurückgegeben da hinten, der Schuhmacher. Aber ich bin schon recht am Struggle, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hält sich noch in Grenzen. Ich muss vor allem mein ERS einfach jetzt mal wieder ein bisschen aufladen. Für Gegenschluss. Weil meine Reifen sind eben leider auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Aber es geht schon noch. So, letzte Runde. Let's go. So hoffen wir, dass der Schuhmacher nicht noch da etwas Blödes riskiert. Ich fahre extra ein bisschen rein. Jetzt wird es spannend, Infield. Haben wir nicht gewonnen. Okay, nein, es langt. Bei der S-Kurve war er ein bisschen näher und hat er jetzt abgerissen, der Schuhmacher. Ich glaube nicht, dass er es noch schafft. Oh, da zieht es mich ein bisschen weit raus. Also das dürfte gleich länger. Jawohl, super. 15. Sehr gute Position eigentlich für unsere Verhältnisse.
Ich denke, das wird auch von den Sponsoren her gut anerkannt werden, hoffe ich jetzt mal. Wir schauen jetzt mal, Fahrer des Tages, Lewis Hamilton. Er ist auf P2 gestartet, mal schauen, wo der Ricciardo noch war. Der hat ja Pole gehabt, das würde mich wundern. Bottas ist Dritter, glaube ich, geworden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, also Hamilton, Ricciardo, Bottas, Norris, Leclerc, Sainz, Verstappen. Verstappen, ja. Red Bull ist nicht so wahnsinnig stark momentan gerade. Vettel 9., Stroll, Gasly, Alonso, Ocon, Tsunoda und dann kommen wir, glaube ich, ja. Und dann, genau, unser Teammate hier noch ganz hinten. Da nimmt mich noch eben Wunder, was genau passiert ist. Also die Wiederholung habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch zurück ins Hauptquartier und schauen noch, was auf uns so zukommt. So, also ich habe jetzt die Kollision gesehen mit dem Alesi, also was er gemacht hat. Ja, einfach im Schumacher reingefahren, bei der zweiten Kurve eigentlich. Es war nicht so schlau, aber ja, wir haben jetzt auch noch ein Ereignis, das wir mitmachen. Was haben wir da? Okay. Ja, komm, machen wir. Ich glaube, es ist schon gut, wenn wir mal noch ein bisschen Geld investieren ins Ganze. Also auch jetzt hier mit wo ist das da? Aktivitäten. Da würde ich sagen, machen wir auch noch etwas. Das hier noch. Weil wir müssen unbedingt das ganze Team ein bisschen noch besser lupfen und alles drum und dran. Wir entwickeln jetzt noch etwas entwickeln, also vor allem eben Chassis wieder. Weil Chassis ist einfach bei uns sehr langsam oder nicht gut. Da haben wir zwar noch etwas in Bearbeitung, aber ich weiß nicht, ob das noch... Ja, die Abteilung ist ausgelastet. Das müssen wir eben auch mal noch verbessern. Es ist so belastend. Wenn ich jetzt mal überlege, wir könnten ja rein theoretisch die Chassisabteilung hier irgendetwas noch verbessern. Wir haben ja 2,79 Millionen und wir holen ja wieder noch Geld. Also von dem her würde es schon noch Sinn machen, dass wir das wieder auch noch upgraden. Komm, einfach machen, scheißegal. Jetzt kommt dann wieder die Meldung, wir können ja geringer Kontostand, wir können den Dings nicht mehr zahlen, den Alesi, aber es geht schon. Gut, also wir sind wieder zurück. Ja, jetzt sagt er, dass wir kein Cash haben. Aber ja, ist mir eigentlich so etwas von egal, weil eben, wenn wir jetzt so schauen, die Verträge vom Dings laufen immer einen Monat ab. Und bis dahin sollten wir schon wieder etwa so 2 Millionen zusammen haben, nehme ich jetzt mal an. Wir gehen jetzt weiter, jetzt ist ja die Sommerpause, wir gehen jetzt weiter in die Sommerpause. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch einen Schnitt. Wir gehen im nächsten Rennen oder in der nächsten Folge gehen wir dann auf Belgien, kommt ja jetzt, genau. Wird ein schwieriges Rennen werden, dort etwas rauszuzahlen, aber wir probieren es einmal. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn es gefallen würde ich mich natürlich immer eine Bewertung freuen, wie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und wie gesagt, schon gesehen, wir sind einfach im nächsten Rennen wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.